Ja, grüß euch beinand und einen Sackeskurn. Jetzt Kasperl. Leute, Mietz, ich habe euch gerade ein wunderschönes Lied aufgenommen. Das werdet ihr wahrscheinlich schon gehört haben, wenn dieses Video ja online kommt, weil ich bin fleißiger vorausproduziert Zeit. Ja? Ich schaue, dass ich jeden Tag nach der Malochene und auch wenn ich zwischendurch einmal Zeit habe, dass ich mich dann hinsetze und euch eins von diesen wunderbaren Reaction-Videos auf diese ganz tollen Discord-Leaks bereit mache. Und dementsprechend, da ich der Meinung bin, jeden Tag eins zu veröffentlichen, ist ein bisschen too much, weil die ja doch dann oft mal eine Stunde dauern und ich kenne das bei mir, wenn ich eine Stunde oder 1,5 Stunden Video oder sowas habe, das schauen wir oft in mehrere Breckerl an, weil man oft nicht der ganze, da steht man dann beim Kochen da, eine halbe Stunde und dann später irgendwann einmal zum Einschlafen noch mal eine halbe Stunde und so weiter und so fort. Ne? Dementsprechend dachte ich mir, gebe ich euch immer 2 Tage Zeit, um es euch komplett reinzurendern und dann kommt das nächste Video. Wenn sie es einrichten lässt, ne? Soweit YouTube nicht dazwischen funkt. Es hat mal wieder ein gelbes Video gegeben. Ich weiß nicht, wann das rauskommt, aber ihr werdet es merken. Aber so an sich, ne? Richtig. Wir sind bei, hier nummeriert von den Leaks Nummer 29. Bei mir sind wir inzwischen bei 47 oder sowas. Vollkommen utopisch. Vollkommen utopisch. Aber, ja. Solltet ihr das Lied, was ich euch aufgenommen habe, dann jetzt schon gehört haben, könnt ihr mal gerne nochmal hier unten reinschreiben, wie ihr es gefunden habt. Und vielleicht neue Ideen, ne? Zu welchem Feiertag, zu dem es Kinderlieder gibt, ich dann vielleicht als nächstes ein Lied umtexten soll in Richtung Ding, ne? Richtig. Dementsprechend. Schandtat des Tages schenken wir uns heute. Ich habe gerade echt keinen Nerv gehabt, mir was rauszusuchen. Kommt euch zugute, die Zeit nehme ich mir dann, um einfach danach noch fleißig, so lange wie es irgendwie geht, Kommentare zu beantworten, weil das habe ich ja wenig schleifen lassen in den letzten Wochen. Ne? Richtig. Gut, Leute. Dementsprechend, hockt euch her, sagen wir mehr. Heißt ja halbe auf. Mir ging ein Ding in Ding. Ah ja, das hier. Das heißt, wenn die Bewährung 3-mal klingelt, wir hatten das letzte Mal, glaube ich, schon mal über potenzielle Bewährungsprobleme gesprochen. Das ist ultra leise in der Aufnahme. Ich habe es im OBS nochmal hochskaliert, so weit wie ich es mir getraut habe. Es ist, was es ist. Ne? Also. Nee, was mich interessiert hat, war ein vernünftiges Leben führen. Einfach. Ja, weiß ich nicht. Es hat dir keiner aufgehalten, ein vernünftiges Leben zu führen. Wenn du denn gerne ein vernünftiges Leben geführt hättest, hätte er bloß machen müssen, Rainer. Rainer, ein vernünftiges Leben, Lebende, das beginnt damit, dass man vielleicht erst einmal schaut, okay, Schulabschluss wäre eine gute Sache. Ja? Das ist nice to have an der Startlinie für so ein vernünftiges Leben. Und von da aus kann man sich dann orientieren. Okay, jetzt habe ich diesen Schulabschluss, da steht das und das drauf. Das ist der und der Abschluss und der Qualifikation. Schauen wir mal, ja, was kann ich denn damit machen? Und dann kriegst du eine Liste mit Dingen, die du dann damit machen kannst, wo du dich bewerben kannst. Und dann suchst du dir da das aus, was du am besten findest. Und hey, wenn du dir nicht sicher bist, dann kannst du so Schnuppertage machen. Du kannst mal hier 2-3 Tage Praktika machen bei irgendwelchen Betrieben. Du sagst, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht wäre ich gern Schreiner. Dann gehst du in der Schreinerei und sagst, hey, ich überlege mal Schreiner zu werden. Darf ich bei euch vielleicht irgendwie 2-3 Tage Praktikum machen, um zu schauen, ob das ein cooler Job ist, auf den ich vielleicht Bock habe. Und dann, wenn das nichts ist, wenn das was ist, denkst du, ja geil, machen wir auf jeden Fall. Du kannst dann aber immer noch sagen, okay, schauen wir mal woanders rein, dann gehst du mal zum Malerbetrieb oder in eine Autowerkstatt oder. Ja? Und dann suchst du da was aus und dann bewirbst du dich da bei den entsprechenden Betrieben in deiner Umgebung um eine Ausbildung
und lässt er vorher dabei helfen, diese Bewerbung zu schreiben, zeigst da was Anständiges, gehst zum Bewerbungsgespräch und sagst denen, hey, ich habe, oder vielleicht, hey, vielleicht stellst du die auch bei deinen Praktika dann schon so gut an, dass das schon Fuß in der Tür hast. So kann man ein normales, anständiges Leben leben. Ne? Die Korken knallen lassen, weil der Vater die Haxen hochgerissen hat und man jetzt mit diesem Erbe schalten und walten kann, wie man lustig ist. Sich dann ins Internet zu stellen, alle Leute dumm anzumachen und sich zu wundern, wenn ein Echo kommt, sein ganzes Leben aus Stur und Dummheit vor die Wand zu fahren und einfach alles kaputt zu machen, was einem in die fetten Wurstfinger kommt, dass da kein anständiges Leben zum Leben hinten rauskommt, Rainer, das könnte einem Kinde klar sein. Aber nein, es sind höchstwahrscheinlich, sind wir doch ehrlich, dann doch wieder die anderen schuld. Ne? Der Vater hat ihm nicht genügend Geld hinterlassen, der Hof war nicht groß genug, das Erbe war nicht, ne? Warum war der nicht Millionär? So ein Arsch. Und dann die Polizei macht ihren Job nicht und so weiter und so fort. Wir kennen das ganze Geschwalle. Es sind immer alle anderen dran schuld. Das Universum hasst ihn am meisten und Rainer kann gar nichts für. Frau, Kinder. Und Frau, Kinder. Der hat auch so bescheidene Wünsche immer. Ne? Ganz bescheidene Wünsche. Und er sagt, ja, ich bin ein ganz einfaches Leben. Und dann fängt er an aufzuzählen und dann rechnest du im Hinterkopf so ein bisschen mit und denkst dir, ja, Digga, da brauchst du ein Nettoeinkommen von ungefähr 5.000 bis 6.000 Euro netto. Um dir den ganzen Sparifankerl da heutzutage finanzieren zu können. Der Mann hat überhaupt keine Ahnung davon, wie viel Geld wert ist. Wie viel Arbeitszeit man reinstecken muss, um wie viel Geld rauszukriegen heutzutage. Und was man sich dann davon noch kaufen kann. Er will ja gar nicht viel. Ja, ein Haus und ein Auto, nur ein Auto, Frau, 5 Kinder, 3-mal im Jahr in Urlaub fahren für 2 Wochen, schön ans Meer und so. Ja, Digga, ist halt schwierig. Ne? Und meiner Familie ab und zu mal was gönnen. Meinen Urlaub, ja. Meinen Urlaub machen, mal, ich weiß auch nicht. Einfach ein normales Leben halt führen. Meinen Urlaub kaufen, oder halt. Einen Urlaub kaufen. Ich kaufe mir jetzt auch noch mal einen Urlaub. Und Rainer, zu einer Familie mal was gönnen, gehört dann zum Beispiel auch, weiß ich nicht, wenn du dann schon, ich habe keine Kinder. Ne? Ich kann mir auch theoretisch mit gewissen Lastern die Gesundheit ruinieren. Das ist zum größten Teil mein Bier. Ja, aber dass man dann zum Beispiel sagt, oh, vielleicht gewöhne ich mir einen gesünderen Lebenswandel an. Weil es komischerweise die Leute, die 200 plus Kilo wiegen, ganz oft schon in sehr jungen Jahren vom Stangerl runterhaut. Komisch. Ne? Und dass man dann vielleicht sagt, ja, dann zügle ich meinen eigenen Hedonismus ein wenig, um mein eigenes Kind nicht schon in jungen Jahren mit dem Verlust des Vaters aufgrund von Adipositas bedingten Krankheiten, ja, um dieses Trauma zu ersparen, kümmere ich mich ein bisschen besser um mich, weil jetzt geht es eben nicht mehr primär um mich, sondern um andere Leute. Ja, komm. Er stellt sich das alles wieder so vor, der hat irgendwann einmal so ein altromantisches Bild im Kopf gehabt davon, wie das ist und ja. Wo soll es herkommen, Rainer? Von alleine kommt das nicht. Das Leben, das er sich da zusammenspinnt, das hätte er niemals erreichen können. Nicht er, nicht, wenn man so hageldumm ist, aber er hätte eine bescheidene Version, ja, an die Discount-Version dieses Lebens, die hätte er leicht haben können. Ganz leicht haben können. Er hätte nur arbeiten gehen müssen. Buchen. Meinen Kindern mal ein neues Videospiel schenken oder neue Klamotten oder neue Schuhe, die sie sich wünschen. Ja, die Videospiele, die sind für die Kinder, alles klar. Und ich sag's dir, wie es ist, die meisten Leute, die nicht sehr gut betucht sind, da trägt das zweite Kind ganz lange die Klamotten, die man noch vom ersten Kind hat.
Und ganz oft hat man diese Klamotten vielleicht irgendwie von irgendwelchen bekannten Freunden, Verwandten, die die Kinder schon vorher hatten, wo sie gesagt haben, hey, ich kaufe für das Kind so Hosen. Die Hose würde locker 3 Jahre halten. Problem, Kind ist in einem halben Jahr wieder rausgewachsen. Was machen wir jetzt damit? Ne? Jetzt nicht immer natürlich, also jetzt nicht komplett verzogen die Kinder aufziehen, aber halt zumindest ne, so, ja, sie wollen halt ein bestimmtes Ding. Wobei ich sowieso so machen würde. Aber ich möchte mir nicht vorstellen, wie der Mann tatsächlich als Vater gewesen wäre. Das ist eine Albtraumvorstellung. Stellt euch vor, ihr seid ein Kind und habt Rainer als Vater. Der cholerische Irre. Vollkommen bare jeder Vernunft. Der nur auf sich selbst bezogen ist. Alter Vater. Dass dann da auch nur Psychos rauskommen können, ne, liegt dann auch schon wieder auf der Hand. Dass ich meine Kinder ab einem bestimmten Alter sage, ne, okay, du willst diese Hausschuhe, wir machen das ganz einfach. Oder du willst diese Schuhe für die Schule. Jetzt kommt er wieder, er redet sich jetzt wieder in irgendein Bild rein, wo er dann so der starke Mann des Hauses ist. Okay, du willst, wir machen das ganz einfach. So und so, so und so. Da wieder irgendwelche komischen Macho-Spongos irgendwie auf YouTube gesehen, die sie da hinsetzen. Ja, hier, das und das und da, als Mann muss man so und so sein und dann macht man die Ansagen und nicht Rainer. Wenn du so respektlos schon mit dem Kind sprichst, dann wird es keine gute Beziehung zu dir aufbauen. Und versteht's mir jetzt falsch, ich bin keiner von diesen Leuten, die für diese extrem anti-autoritäre Erziehung sind. Ja? Wir hatten schon mal, wo man die Kinder auf Augenhöhe betrachtet, lauter so einen Krampf. Ne? Es muss eine gewisse Autorität da sein, um einen Erziehungserfolg erzielen zu können. Und diese Autorität hast du halt als Eltern nur, wenn du eben nicht auf Augenhöhe mit deinen Kindern umgehst. Ne? Es müssen auch mal Ansagen gemacht werden. Aber so wie da ist jetzt einfach der vollkommen abgeklärte Ding. Ja, das machen wir ganz einfach. Oder hier. Kindererziehung wäre auch ein Klacks für einen Rainer. Wer kann ja alles. Er ist ja großartig in allem, was er anfasst. Ne? Deswegen Kindererziehung auf einer Arschbacke. Okay, wir machen das einfach. Du machst die und die und die und die Aufgaben und dann reden wir darüber, ob du die Schuhe kriegst. So. Und dann hast du nämlich die Kinder zum einen gleich erzogen, zum anderen wissen sie das Geld, was kostet. Ja, Geld kostet was. Wie viel Geld kriege ich denn für Geld? Ist so ein Depp, ist es manchmal fürchterlich. Und noch dazu, Kindern, wenn sie in ein gewisses Alter kommen, ja, die dann auch mit in alltägliche Aufgaben mit einzubeziehen, im Haushalt zu helfen, abspülen oder, keine Ahnung, zumindest Spülmaschine ausräumen, vielleicht beim Wäscheaufhängen helfen, mal mit dem Staubsauger durch die Bude zu gehen, mal das Klo zu putzen. Das ist ganz normal, dass man Kinder Stück für Stück, wenn sie älter werden, mehr und mehr auch in diese Aufgaben mit einbindet, damit sie 2 Dinge merken. Erstens, Haushalt ist harte Arbeit und zweitens, meine Eltern sind nicht meine Leibeigenen. Ne? Wir leben hier zusammen in dem Haus, wir machen es zusammen schmutzig, dann machen wir es auch zusammen wieder sauber. Und jeder trägt seinen Teil dazu bei, im Rahmen seiner bescheidenen Möglichkeiten. Natürlich kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, hier zu meinem 7-Jährigen, geh raus, da draußen sind 2 Steher Holz, die werden es kackt. Aber dem wird man zutrauen können, dass er vielleicht einmal Klo putzt. Ne? Oder vielleicht einmal mit dem Staubsauger durchs Wohnzimmer geht. Solche Sachen. Und zum anderen haben sie den Vorteil, dass sie halt dadurch gleich eben auch in gewisser Weise halt merken, dass sie halt nichts im Leben geschenkt bekommen, dass man für alles arbeiten muss. Ja. Und wer soll ihnen das beibringen? Du? Du, der, wie wir jetzt gerade erst wieder festgestellt haben, mit einem Anspruchsdenken durchs Leben geht, das eben genau das impliziert, dass du dir denkst, ja nee, eigentlich müsste mal alles nachgeschmissen werden.
Ich habe das doch verdient, weil ich bin doch besser als alle anderen. Warum trägt mir nicht jeder den Arsch hinten nach? Warum kriege ich nicht alles umsonst und warum soll ich mich anstrengen, wenn ich was haben will? Das ist deine Attitüde, mit der du schon dein ganzes Leben lang auf dieser Welt wandelst. Und du willst jetzt Kindern erklären, dass sie arbeiten müssen, wenn sie was wollen, dass man nichts geschenkt kriegt. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Das ist genauso zum Scheitern verurteilt wie jeder andere Handgriff in den letzten 35 beschissenen Jahren, die du jemals getätigt hast. Das ist zum Scheitern verurteilt wie die zig Abnehmprogramme und die Qualitäts- und Content-Offensiven jedes Jahr und die neuen Formate, die immer hätten kommen sollen und dieses und jenes. Ist alles zum Scheitern verurteilt. Gott sei Dank, Rainer, hast du keine Kinder in die Welt gesetzt und wirst es höchstwahrscheinlich auch niemals tun. Was ich jetzt gerade irgendwie doppelt gesagt habe, auf andere Weise, egal. Also kurz gesagt. Weil sogar die runtergerockteste Schabracke, wie du es sagen würdest, sich denkt, na, mit dem Quiz keine Kinder. Sogar die haben einen höheren Anspruch. Das können die hintersten armes Deutschland Tussis sein. Nicht mit dir, Rainer. Nicht mit dir. Ich wollte halt einfach eine vernünftige Familie mit einer vernünftigen Frau, mit vernünftigen Kindern. Ja, wie gesagt, das kommt alles nicht von alleine. Ne? Die klopfen nicht eines Tages am Tag irgendwann mal bei dir an und sagen hier, Reini, Herr Winkler, ich bin's deine Frau und jetzt mache ich Spagat, damit wir gleich ein paar Kinder in die Welt setzen. Hurra die Gams. Und im Übrigen, ich hab auch hier nochmal mit der Kommune geredet, die haben gesagt, sie finanzieren dir jetzt dein Lotterleben, weil du das so schwer gehabt hast und so viel Mobbing erleiden musstest in deiner Kindheit. Und die Polizei hat auch gesagt, sie bauen direkt neben unser Haus noch eine extrige Polizeiinspektion und damit auch immer jemand da ist, für den Fall, dass böse Haters kommen. Wo meine Kinder sich eventuell, wie ich es auch getan habe, vielleicht ein bisschen intelligenter als ich, sich auch für... Rainer, obwohl es deine Kinder sind, glaube ich trotzdem nicht, dass sie es hinkriegen, das dümmer zu machen, als du es getan hast. andere einsetzen jetzt, wo meine Kinder nicht hergehen und jemanden mobben oder so, wo meine Kinder nicht hergehen und sagen, ja. Rainer, wenn das deine Kinder sind und nach dir kommen, werden die nach Kräften jedes Kind mobben, wo in die Nase nicht passt. Ja? Sind wir mal ehrlich, Reini, du wärst so gerne auf der anderen Seite des Zaunes gewesen, wenn dich Kinder in der Schule geärgert haben. Du wärst niemals einer gewesen, der gesagt hätte, hey, wenn sie mich nur in Ruhe lassen oder mich mitmachen lassen, du hättest sofort, wenn du irgendwo in eine Sozialgruppe reingekommen wärst du sofort auf die Leute gegangen, die da nicht mit drin sind. Na, du hast die und die Schuhe nicht, also bist du voll der Asoziale. Rainer, wann hast du das letzte Mal Schuhe angehabt? Ich frage für einen Freund. Nein, einfach nett zu Menschen sein, einfach sich vernünftig mit Menschen zu unterhalten. Ja, da ist ein großer Experte drin, die einfach vernünftig mit Menschen zu unterhalten. Wissen wir ja. Es gibt noch ganz andere Discord-Leaks damals, wo ganz viele Leute auf den Discords waren, wo er noch auf YouNow und YouTube und sowas unterwegs war. Zu Schanzenzeiten noch. Wie er damit die Leute umgegangen ist im Gespräch. Ja, sich vernünftig unterhalten, da haben wir gelacht, Rainer. Und vielleicht auch ein Teil von meiner eigenen Kindheit, das meine Kinder haben könnten. So, aber halt in der positiven Form, nicht in der negativen Form. Ja. Ich habe in meinem Leben ja sehr viele negative Aspekte gehabt. Ja, der arme Bur, immer alles war schon mal schlimm. Eine ganz schlimme Kindheit gehabt, der Rainer. Bitte alle nochmal wirklich den letzten Rest Mitleid, der noch übrig geblieben ist für dieses Jahr, zusammenkratzen und alle gemeinschaftlich ein Oh. Da wäre es mir schon lieber, wenn meine Kinder eher die positiven Aspekte meines Lebens bekommen. No shit, Rainer. Na, die Leute wollen, dass es ihren Kindern gut geht. My mind is blown. Und was mir auch wichtig ist, meine Kinder gleich sexuell vernünftig erziehen. Das heißt... Halt dein Ma... Das ist generell auch momentan eine Entwicklung, die ich sehr kritisch sehe, wo ich auch eher einen rechtskonservativen Standpunkt habe, obwohl ich mich sonst eigentlich als sehr linksliberaler Mensch definiere, ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die der Meinung sind,
ne, Sexualkundeunterricht oder der diesbezügliche Aufklärung und sowas sollte immer früher und immer früher und immer früher stattfinden. Und da, dieser Meinung, da bin ich schwer dagegen. Ich bin der Meinung, dass es seinen Sinn hat und dass es gut ist, dass wir Kinder bis zu einem gewissen Alter komplett mit diesem Thema in Ruhe lassen und vor diesem Thema schützen, damit die erstmal Kinder sein dürfen. So lange, bis die in die Pubertät kommen, so wie es ja auch schon seit Jahrzehnten gemacht wird, und dann Aufklärungsunterricht, ne? Weil wenn die dann irgendwann in die Pubertät kommen und sich verändern und sich denken, Moment, was passiert da unten? Natürlich muss man die dann aufklären und dann die entsprechenden Gespräche mit ihnen führen und dergleichen. Aber lasst Kinder Kinder sein, ne? Und da hat auch dann auch vor allem auch keine Drag Queens oder sonst irgendwas, irgendwelche Lesungen in irgendwelchen Kindergärten zu halten oder Grundschulen. Ne? Das sind vor allem, weil das auch Nischenthemen sind, über die stolpert man schon auf jeden Fall irgendwann mal in seinem Leben. Und wenn es einen dann interessiert und man alt genug ist, dann kann man sich da immer noch informieren. Ne? Ich muss nicht irgendwelchen Kindern so eine Scheiße erklären. Ist vollkommen irrelevant für deren Entwicklung. Die sollen sich erstmal darauf konzentrieren, sich vernünftig zu entwickeln, mit sich selber klarzukommen. Die haben auch dann, wenn sie in die Pubertät kommen, alle Hände voll zu tun mit, oh Scheiße, ich muss in der Schule gut sein, ich muss zu Hause mein Shit auf die Kette kriegen. Währenddessen verändert sich alles, mein scheiß Hirn ist geflutet mit Hormonen. Ich kann nicht mehr klar denken, ich krieg nichts mehr mit, weil ich dauernd irgendwelche Mädels aus meiner Klasse irgendwie nachgucke und einfach oder Jungs, je nachdem, ne, welches Geschlecht man hat. Die haben damit genug zu tun. Lasst die Leute mit eurer Scheiße und mit euren Kinks und mit eurem ganzen Bullshit in Ruhe. Na, wenn die in die Pubertät kommen, erklär ihnen, was gerade passiert, dass es vollkommen normal ist und pass ein bisschen drauf auf, was da Phase ist, ne? Dass die nicht komplett wegeskalieren. Alles andere regelt sich von ganz alleine. Ihnen gleich von vornherein, wenn sie klein sind und erwachsen werden, beibringen, dass sie mit mir über alles reden können, dass sie jederzeit zu mir kommen können und mit mir über reden können, wenn sie jetzt einen neuen Freund haben oder eine neue Freundin, unabhängig vom Geschlechtesalter, vom eigenen Geschlecht. Meine Söhne sollen zu mir kommen können und sagen, du Papa, ne, ich glaube, ich bin irgendwie anders und ne, ich habe irgendwie das Interesse. Das ist auch sowas, keine Ahnung. Natürlich sollte das der Fall sein. Sollten Eltern natürlich mit Verständnis reagieren und nicht irgendwie homophob oder sowas sein. Aber den Gedanken zu haben, es ist halt statistisch gesehen immer noch relativ selten. Klar, dieses LGBTQ-Thema ist seit 10 Jahren, wird es hochgehypt und hochgehypt und hochgehypt. Und ich mir denke so, nein, wir haben das schon gecheckt so. Es gibt auch niemanden, der klar bei Verstand ist, der da wirklich einfach Leute einfach nur hasst, weil sie homosexuell sind zum Beispiel. Ja, das ist komplett hängen gebliebener Behindi. Aber das heißt ja nicht, dass dieses Thema omnipräsent und allgegenwärtig sein muss, weil es ja eigentlich das wieder nicht normal macht. Ich check das manchmal nicht, ne? Man geht dann schon davon aus, das Kind kommt irgendwann, um sich zu outen. Statistisch gesehen, nein. Ne? Wie viel Prozent der erwachsenen Bevölkerung sind ich google es schnell. So, ich habe jetzt gegoogelt. Zwischen 6 und 7% der Bevölkerung fallen in dieses Spektrum. Das heißt, du hast definitiv eine konservativ gerechnet über 90%ige Chance, dass deine Kinder eben nicht homosexuell sind. Wie gesagt, sollte es so sein, dann ist es auch als Eltern eure Aufgabe, dass man damit offen umgeht, weil da auch nichts Verkehrtes dran ist. Aber sich von vornherein schon denken, oh ja, wahrscheinlich eben nicht. Und diesen Gedanken sollte man auch ein bisschen, ne, es gibt, glaube ich, Leute, die die Kinder in die Richtung pushen, weil die da selber vielleicht eine unterdrückte Sache im Kopf haben. Aber I digress. Let's go. Interesse an Männern und so weiter und an Jungs. Ich habe kein Interesse an Mädchen so oder
du, ich habe Interesse an beiden irgendwie, ne? Ich habe irgendwie einen Jungen und ein Mädchen, die kenne ich beide, die mag ich beide und ich möchte halt eigentlich so, ne, irgendwie, keine Ahnung. Ich möchte, dass die mit mir über alles reden können und offen sein können. Dass sie keine Angst haben müssen, wenn meine Kinder zu mir kommen, so und Angst haben müssen, dass sie mit mir nicht darüber reden können, dass sie jetzt. Ja, bei deinen Kommunikationsskills und bei deiner cholerischen Art glaube ich, dass deine Kinder Ausdenkende wahrscheinlich auch schon eher denken würden, so mit dem rede ich da besser nicht drüber, der eskaliert nur wieder bei irgendwas. Keine Ahnung, Jungs lieben oder Mädchen lieben so. Wenn es selber Jungs oder Mädchen sind. Ja. Aber das ist halt so eine Sache, das sind so. Ich bin der Meinung, das sind normale Wünsche, die eigentlich jeder haben sollte. Aber es gibt so viele Menschen, die einfach, weiß ich nicht, ich finde das teilweise echt traurig, wie manche Menschen leben. Auf jeden Fall, da hast du recht. Aber ich finde deine Vorstellungen gut so für so eine Kindheit für Kinder. Das finde ich gut. Ja, naja, gut, das Thema hat sich inzwischen ja erledigt. Also. Ja, Kalade nicht mehr gekriegt. Ne? So lange Raubbau am eigenen Körper betrieben, dass da auch nichts mehr geht, glaube ich. Das wird ja jetzt ohnehin nicht mehr passieren, von daher. Aber trotzdem, das war halt mein Wunsch. Aber das ist halt auch genau der Punkt. Man bekommt halt im Leben nicht immer, was man möchte. Ja, aber vielleicht dann halt in deinem. Ja, man kriegt, was man verdient, Rainer. Die meisten Leute, klar, Schicksalsschläge gibt's. Ne? Da kann man nichts für. Aber das ist wie beim Pokern. Ne? Wenn du gut pokern kannst, kriegst du. Die besten Pokerspieler der Welt gehen immer mit ein bisschen Plus raus. Klar verlieren die mal eine Hand, wenn sie Pech haben. Vielleicht auch mal einen dicken Pott. Aber die besten Pokerspieler, die können da mit einem Plus rausgehen. Im Leben ist es ähnlich. Klar, ne, gibt's mal einen Einsatz, wo du einfach verlierst oder Pech hast. Aber wenn du es richtig anstellst, wirst du ganz oft auch einfach das Glück des Fleißigen haben. Das Glück des Fleißigen hast du halt nie, Rainer. Du bist einfach durch Winklerglück durchs Leben gewongelt. Und bisher hast du es geschafft, nicht komplett zu havarieren. Aber du liegst halt jetzt im Trockendock, Digga. Universum, so. Ja, in meinem Universum läuft es dann ja ohnehin wieder etwas anders ab, ne? Beim Universum bin ich ja quasi eine Aber über das Universum, da haben wir schon lange nicht mehr gesprochen, ne? unsterbliche Gottheit sozusagen, auch wenn Ja, der unsterbliche Gott. das beknackt ausgedrückt war. Deswegen ist auch die Frage, so, weißt du, ich betrachte eigentlich jetzt schon, bevor ich überhaupt so weit bin, und ich weiß, dass es eine abgedroschene Floskel ist, aber ich betrachte eigentlich schon alle Arten und alle Lebewesen in meinem Universum irgendwie als mal eine Art Kinder von mir, weißt du. Das ist so im Prinzip die Familie, die ich mir halt, das habe ich glaube ich auch in einem Blogpost geschrieben. Wie gesagt, schaut euch die Rick and Morty Folge an, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, in der Beth merkt, dass Rick so eine Paralleldimension für sie erschaffen hat, so eine Märchenwelt, in der sie Abenteuer erleben kann, ohne dass ihr was passieren kann und ihren Kumpel da zurückgelassen hat. So stelle ich mir rein das Universum vor. Das ist eigentlich die Familie, die ich mir eigentlich mein Leben lang gewünscht habe, so. Und ich möchte eigentlich, dass meine Kinder oder halt in dem Fall jetzt die Arten in meinem Universum halt einfach ein friedliches und freundliches Leben führen können, ohne sich Sorgen zu machen, dass sie irgendwas falsch machen könnten oder so. Und mir selbst keine Sorgen machen zu müssen, dass sie einfach draufgehen, indem sie krank werden. Denn das ist nämlich das kann ich auch mal dazu sagen, ist eine der schlimmsten Vorstellungen, die ich mir vorstelle, dass zum Beispiel ich jetzt, keine Ahnung, eine Frau habe, weißt du, also nur mal angenommen, und das kann ja immer Ja, kann ich nachvollziehen, dass du eine Frau hast, wäre auch für mich eine fürchterliche Vorstellung. Weil dann wäre langsam angesagt, hier aufpassen, dass es sich eben nicht vermehrt. passieren, das muss man immer bedenken. Und das war schon als Kind meine Horrorvorstellung. Beispielsweise, wir beide würden jetzt zusammenkommen, ja? Ja. Und du würdest schwanger werden, so. Und wir sind in der Situation, dass du unser Kind in dir trägst. Ja. Und am Tag Ja, Rainer, das bedeutet schwanger werden, richtig. Ne? Und am Tag der Geburt geht irgendwas schief und ja, du stirbst und das Kind bleibt am Leben. Natürlich würde ich alles tun, um mich um das Kind zu kümmern, aber Alter, er fantasiert sich jetzt dem Bärchen gegenüber irgendeine Zukunft zusammen, in dem sie im Kindbett stirbt. Rainer, bist du komplett bescheuert?
Rhetorische Frage, Rainer. Rhetorische Frage. Stellt euch mal vor, ihr lernt jemanden kennen. Jetzt mal Rainer komplett ausblenden. Ihr lernt jemanden kennen. Ihr kennt ihn noch nicht sonderlich gut. Ihr habt es mit dem ein paar Mal irgendwie jetzt über Discord geschwallt und ihr fangt an, über solche Themen zu sprechen. Und er erzählt euch, ja, wenn du mal irgendwie im Kindbett sterben solltest und ich dann allein als alleinerziehender Vater zurückbleibe, dann würde ich so oder dies oder jenes. Oder dann denkst, okay, mit dem stimmt irgendwas nicht. Irgendwo ist der falsch verkabelt in der Rübe. Ich glaube, ich suche mal das Weite. Take Notfall-Call und nach Hause. Ja, ich weiß nicht. Das finde ich für mein Kind grausam, das finde ich natürlich für mich grausam, für dich natürlich erst recht. Und auf der anderen Seite ist es aber halt... Es ist sie, die tatsächlich dann im Kindbett gestorben ist, kommt auf Reiners Prioritätenliste auf Platz 3 der Leute, für die das am schlimmsten ist. Ne? Erst das Kind, dann er, dann sie. Ne? So, dass es leider viel zu oft vorkommt. Das war so meine absolute Horrorvorstellung, dass meine heutzutage, da wir nicht mehr im Mittelalter leben, kommt das nicht mehr so häufig vor. Klar, kann vorkommen, shit happens, aber die Sterblichkeitsrate der Mütter bei Geburten ist in den letzten, sagen wir, 120 Jahren massivst nach unten gegangen. 150 vielleicht sogar. Stetig und immer krasser nach unten gegangen. Auch bei der Geburt unseres Kindes sterben könnte, so. Oder auch das Kind, was noch schlimmer wäre sogar, vielleicht sogar. Ja. Oh, das Kind stirbt, das wäre noch schlimmer. Also, keine Ahnung. Ja, ist tragisch und so, aber das Kind. Das wäre für mich somit die absolute Horrorvorstellung. Und das kann in meinem Universum halt schlicht nicht passieren. Ja. Auch würde meine Frau oder generell würden die Frauen in meinem Universum, die bekommen ja keine, die bekommen ja keinen Schaden dadurch. Wenn die ein Kind gebären. Wenn er jetzt sagt, die bleiben eng, dann habt ihr mich hier liegen. Dann ist es vorbei. Die spüren zwar auch eine gewisse Form von Schmerz jetzt so, weil ganz ohne wird es nicht abgehen, aber bei weitem werden... Rainer, warum? Rainer, wenn das dein Universum ist, in dem du schalten und walten kannst, wie du willst, in dem praktisch Tod im Kindbett nicht vorkommt, warum muss es dann noch wehtun? Rainer, wenn du sagst, ja, hier, das und das kann ich kann das alles mit einem Schnipsen regeln. Und du dann aber trotzdem noch regelst, dass deine Frau immer noch Schmerzen empfindet bei der Geburt, dann bist du ein Sadist. Ja? So viel zu dem Thema. Die keine solche schweren Geburten haben, wie halt zum Beispiel in diesem Universum hier. Weil in diesem Universum hast du, ich habe das nie begriffen, das begreife ich bis heute nicht. Warum muss ein Mensch, ein Lebewesen, dessen Sinn ja eigentlich ist, zu gebären, beziehungsweise sich... Hat er gerade gesagt, Frauen sind nur da, um zu gebären? War jetzt das? Fortzupflanzen und sich weiter zu vermehren, warum muss die Geburt schmerzhaft ablaufen? Weil Rainer, das ist Survival of the Fittest. Ja, ich weiß, in deinem Fall ist Survival of the Fattest. Das ist mit den medizinischen Errungenschaften der letzten 150 Jahre auch einhergegangen, ne? Dass diese natürliche Selektion ein bisschen ausgehebelt wurde. Aber Rainer, die Natur macht das erstens, weil gerade der Mensch massiv auf Kante genäht ist. Ne? Die sind massiv auf Kante genäht. Die Natur hat sich das so eingerichtet, dass das Kind so lange wie möglich im Mutterleib bleibt, aber dann deutlich unterentwickelt raus muss, weil es halt sonst nicht mehr raus kann. Ne? Ansonsten bräuchte die Mutter irgendwie viel breitere Hüften. Und das hat natürlich auch seinen Sinn, dass Nachkommen, die diese Strapazen dieser Geburt überleben, sind aus der Sicht, evolutionärer Sicht natürlich die stärkeren Nachkommen und die, bei denen es wahrscheinlich ist, dass sie überleben und wieder starke Nachkommen zeugen, um die Spezies weiterzuerhalten. Das hat schon seinen Sinn, Rainer. Aber ich weiß, das ist in deiner Litanei wieder nicht vorgesehen. Rainers Vaterunser ist, warum muss denn immer alles so schwierig sein?
Warum kriege ich nicht alles umsonst und warum ist nicht alles leicht und schön? Und warum ist bei einer Geburt nicht so, dass einfach plopp macht und dann liegt es da und ist happy und geht von Tag 1 aufs Töpfchen und alles, ne? Ja, nur die Harten kommen in den Garten. Man muss, wie auch bei der Familie generell, um sie erstmal zu haben, man muss halt was tun dafür. Das spricht ja eigentlich gegen eine Geburt, nicht dafür. Ich meine, gut, der Sex wiederum spricht dafür, aber ich weiß nicht, verstehst du meinen Gedankengang? Ja, ja, Nein, ich verstehe, ja, also ich weiß, wo er herkommt, Rainer, aus bodenloser Dummheit, aber ich verstehe nicht, wie jemand so dämlich sein kann, das nicht zu checken. Ich finde es mega, mega strange, weil eigentlich müsste doch eine Geburt positiv sein und nicht negativ. Ja. Aber leider ist es irgendwie immer, also es wirkt auf mich immer sehr negativ, zumindest was den Schmerzaspekt angeht. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist nicht geil, ne? Ist halt nicht geil, so ein Ding aus dem Unterleib zu pressen. Ja? Also, die Leute sagen ja so teilweise, das wäre so ein Problem, was uns halt mit der Evolution dann begegnet ist, weil irgendwie. Das ist Quatsch, weil Ja. Schmerzen haben ja auch Tiere bei der Geburt. Das ist Blödsinn. Ja, aber auch Tiere haben sich weiterentwickelt. Tiere sind ja von der Evolution nicht ausgeklammert. Du brunstdepperter Vollidiot. Nee, Evolution, das Argument ist Quatsch. Kann ich gleich die Banken, weil bei Tieren ist das auch so. Rainer, wir sind auch nichts anderes als Viecher. Wir sind halt ein bisschen schlauer als die. Wir haben halt irgendwann gemerkt, boah krass, hier, wenn ich auf 2 Beinen laufe, dann habe ich die Hände frei und kann ein bisschen umeinander basteln. Und dann sind wir halt einfach schlauer geworden als die. Evolution hört nicht beim Menschen auf. Ich glaube, die haben das dann nicht so schlimm. Nee, glaube ich nicht. Nee, ich weiß, es ist besser. Und in meinem Universum ist mi. Es ist so ein nerviges Kleinkind, dieser Mann. Weil der Schmerzaspekt, den haben auch Tiere und es gibt auch viele Tiere, die daran ja auch sterben können, wenn sie. Das ist auch so eine Sache, die ich auch nicht verstanden habe. Wie kann es sein, dass sich ein Baby im Bauch nicht richtig dreht oder richtig wendet oder dass es überhaupt falsch liegen kann, wenn es geboren werden soll? Wie kann das? Ja, ist halt es ist halt kompliziert. Ich würde mir jetzt an deiner Stelle überhaupt keine Gedanken drüber machen, denn auch wenn man es dir erklärt, würdest du es nicht checken. Ne? Und das ist halt auch, wir sind halt auch nicht alle gleich. Und es kann halt einfach passieren, ne? Dass irgendwer irgendwo falsch abbiegt. Ja, warum gibt's Eileiterschwangerschaften? Das ist ja dumm. Da kann die Frau ja dran sterben. Und ein Kind kann da auch nicht wirklich. Ja, ist scheiße, Digga. Aber shit happens. Das ist der Lauf der Dinge, das ist die Natur. Ich weiß, so ein Kontrollfreak wie du denkt sich, ja, das muss man eigentlich alles kontrollieren. Ja, kann man halt manchmal nicht. Sein? Wie kann ein Säugling oder halt ein Embryo, weil bevor der Geburt ist es ja ein Embryo und kein Baby, das wird ja irgendwie differenziert, keine Ahnung wieso. Ja. Also warum kann es passieren, dass ein Embryo sich zum einen mit der eigenen Nabelschnur umwickelt? Und Rainer, das hat was damit zu tun, dass das Kind sich besser entwickelt in der einen Stellung im Körper, weil es ist sehr begrenzter Platz da drin vorhanden. Aber für die Geburt muss es Kopf voraus, ne, nach draußen. Und dann muss es sich drehen. Und da kann es natürlich passieren, weil das Kind mit einer Schnur an der Mutter befestigt ist, dass es sich in dieser Schnur verheddert. Das kann passieren, Rainer. Hast du mal Kabelsalat gehabt? das Baby müsste das doch wissen, beziehungsweise das müsste doch naturtechnisch. Das Baby müsste das wissen. Das Baby sitzt an deinem Mutterleib und denkt sich, boah ja, okay. So, jetzt ist bald Geburt angesagt. Jetzt muss ich dann den Kopf nach unten tun, ja. Aber ja, genau. Was haben sie beim Briefing gesagt? Geburt 101. Aufpassen, dass man sich nicht an der eigenen Nabelschnur erhängt. Ja, weiß ich nicht. Wie man so dämlich sein kann, zu denken, dass das Baby das weiß,
dass die Nabelschnur gefährlich ist, wenn man sich da drum. Ja, weil. Zugegeben sein, dass sowas gar nicht erst passieren kann. Also warum? Wie ist das möglich? Wie kann Warum das sein, nicht? dass ein Lebewesen, das eigentlich darauf ausgelegt ist, geboren zu werden und zu existieren, schon bei seiner Geburt in die Situation kommen kann, dass es die Geburt gar nicht überlebt? Mal ungeachtet des ganzen Hintergrunds. Das geht mir nicht in den Kopf. Ja, Rainer, ich weiß, dass dir das nicht in den Kopf geht, das liegt daran, dass du hageldumm bist, aber es ist halt manchmal, kennst du den Begriff Montagsauto? Ich sag, hey, ich mach das jetzt ein bisschen salopp, ein bisschen. Manchmal passieren halt Dinge. Du kannst jetzt einen Neuwagen kaufen, das ist überhaupt kein Problem. Der ist vom selben Fließband gelaufen am selben Tag wie 1000 andere Autos und du fährst mit dem 100 Kilometer und der blaust der Motor auf. Das kann sein. Warum werden Leute mit schweren Herzfehlern geboren? Oder mit irgendwelchen Behinderungen oder sonst irgendwas? Ja, das passiert halt nun mal. Das ist aber auch Teil der Evolution, dass nicht alles immer gleich passiert. Weil wenn jeder Mensch immer alles, wenn alles immer gleich passieren würde, könnten wir uns gar nicht weiterentwickeln. So Mutationen, die dann wieder der Evolution zugutekommen, sind ja genau daraus passiert, dass irgendwas abnormal war. Und solange alles auf Safe spielst, wird das nicht mehr passieren. Das ist Evolution Ende. Und wie gesagt, die Evolution, es gibt ja auch Tiere haben Schmerzen bei der Geburt. Also man geht davon aus, dass Wale und halt Tiere, die im Wasser gebären, weit weniger Schmerzen haben. Aufgrund dessen, weil es gibt ja auch die Wassergeburten und so weiter, die ja der Frau die Geburt erleichtern sollen. So, wo ich mir auch denke, was genau verändert da im Zusammenhang mit dem Wasser die Geburt? Also ist es weil der Körper der Frau dadurch das Wasser ja aufweicht, also quasi Ja, die Frau weichst du vorher in Wasser ein, damit es besser schlupft. Alter, das ist doch nicht dein Scheiß Ernst, Rainer. Ich nehme mal stark an, dass es zum einen einfacher ist, wenn du so eine temperierte Wanne hast, da eine angenehme Außentemperatur zu halten, das ein bisschen Stress von der Mutter wegnimmt. Und dass der Körper im Wasser leichter ist als aus dem Wasser heraus. Was vielleicht auch einiges erleichtern könnte, weil es ja doch schon eine relativ schwierige Situation ist, wo man sagt, hey, so viel Stress und Anstrengung wie möglich mal wegnehmen, wie zum Beispiel hier, keine Ahnung, Schwerkraft und dergleichen. Aber der Rainer ist der Meinung, dass die Frau, die muss eingeweicht werden, damit es besser flutscht. dehnbarer wird, flexibler wird, keine Ahnung. Erleichtert das quasi die Dehnung des Körpers, dass die Frau leichter die Geburt bekommt. Da müsste man sich halt mal auch drüber informieren. Das ist halt die Sache immer. Ja, Rainer, ich weiß es nicht. Ich habe mich über Wassergeburten noch nie informiert, weil es für mich vollkommen irrelevantes Thema ist. Aber ich sag dir eins, ich würde Geld drauf verwetten, dass es nicht daran liegt, dass man die Frau vorher einweichen muss, damit es besser flutscht. Das ist. Komm. Das an, ich google das jetzt. Ich lese euch das jetzt mal vor. Ne? Die Vorteile sind verringerte Schmerzwahrnehmung durch die entspannende Wirkung des warmen Wassers, so wie ich das vermutet habe. Dadurch geringeres Risiko für irgendwelche Verletzungen auch. Und der Auftrieb des Wassers erleichtert das Gebären durch. Ne? Und für das Neugeborene, das, wo ich nicht drauf gekommen bin, für das Neugeborene ist es angenehmer, in warmes Wasser zu flutschen aus dem warmen Bauch als in die kalte Luft. So. Im Endeffekt sind es die zwei Sachen, die ich vermutet habe, woran es liegt. Ne? Und die Frau aufzuweichen, stand da jetzt nett. Ne? Aber letzten Endes sind das so Sachen, wo ich mir halt Letzten Endes! immer wieder Gedanken drüber mache, wo ich mir immer wieder denke, so, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also für mich ergibt das zum Teil einfach auch keinen Sinn. Ja, Rainer, ich weiß nicht, ob deine schon begrenzte kognitive Kapazität nicht woanders besser aufgehoben wäre, als dir Gedanken über Wassergeburten zu machen, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass das Thema in deinem Leben einmal relevant wird, gegen 0 tendiert. Ja, ist schlecht designt. Wer auch immer das designt hat, hat es schlecht gemacht. Ja, aber der Witz daran ist, ja, das ist genau der Witz, den ich nicht verstehe. Ja, der Rainer wird das alles viel besser machen.
pass auf. Schau dir mal unsere ganze Natur an, die ganze Existenz in unserer Welt, in unserem jetzigen Universum. Hast du dich da mal richtig mit befasst, wie genial diese Welt eigentlich designt ist? Die kleinsten Bakterien sind wichtig für das gesamte Ökosystem. Ja, und jetzt kommst, das hast du begriffen, aber dann kommst du trotzdem her und denkst, ey, ihr könnt das besser machen. Ja. Wenn du ein Bakteriumkultur, eine einzige Bakterienstamm, wenn du die entfernst, dann funktioniert ein Großteil eines bestimmten Ökosystems nicht mehr. Wenn zum Beispiel, das habe ich vor kurzem erst wieder gesehen und war da erst wieder richtig drüber überrascht, was passiert, wenn ein Wal stirbt? Sagen wir mal ein Blauwal oder ein Pottwal, die größten Wale der Welt. Ja, die sinken höchstwahrscheinlich auf den Meeresboden und werden dort von irgendwelchen Krebsen, Fischen, Mikroorganismen zerlegt. Das ist wahrscheinlich mehr oder weniger dasselbe, was passiert, wenn ein Hirsch im Wald stirbt. Ja, nur halt unter Wasser. Blauwale und Pottwale sind die größten Wale der Welt, soweit ich weiß. Also die Blauwale ist ja der größte. So, wenn ein Blauwal oder ein Pottwal oder auch nur ein Buckelwal, der ist ja auch gigantisch, wenn die sterben, ein ganzes Ökosystem existiert jahrelang, jahrzehntelang von dieser Leiche. Erst treibt die Leiche oben und dann sinkt sie nach unten. Während sie oben treibt, fressen Haie und andere Tiere an der Leiche. Also haben die quasi schon mal ein Leben, was ihnen Leben bringt. So. Wenn die Leiche auf dem Boden sinkt, kommen verschiedene andere Bakterien, unabhängig davon, ob da irgendein Riff oder so existiert. Einfach so irgendwo random kommen die daher und setzen sich da dann in der Leiche fest und die kommen einfach random her und bauen die Scheiße rein, und wenn draußen an der Luft irgendein Viech krepiert, dann kommen irgendwann die Fliegen und legen ihre Eier da rein, dann kommen da Larven, die leben von der Ding, dann kommen Pilze, ne, und auch Mikroorganismen und so weiter, und die geben dann die Nährstoffe wieder in den Boden ab, und dann kommen wieder irgendwelche Pflanzen, die da draus wachsen, das frisst dann wieder irgendein Viech und so weiter. Das ist the circle of life. Ja, Rainer, das haben wir im Biologieunterricht spätestens in der 5. Klasse gelernt. Was willst du uns jetzt damit sagen? Ja, beim Wal ist das Ganze im Maßstab größer, weil der halt größer ist. Tolle Wurst, Rainer, tolle Wurst. Hätte sich ja sonst auch keiner selber denken können. leben ja Jahrzehnte teilweise von diesen Leichen. Kleine Würmer und keine Ahnung, die zersetzen dieses ganze. Das ist ein gigantisches Ökosystem, was da dahinter steckt. So, und das soll nicht durchdacht sein. Und dann kommt sowas, wo ich mir denke, so ja, die Geburt und alles. Wo ich mir denke, so oft, ja, ist es irgendwie gedacht, dass man halt da quasi schon ein bisschen ausselektiert? So im Sinne von, dass nicht zu viele Menschen oder zu viele Tiere. Ja, natürliche Selektion, das ist gedacht so, Rainer. Ja, das ist Evolution. Du hast es begriffen. Herzlichen Glückwunsch. Kriegst der Guttel von mir. Oder zu viele, was auch immer, geboren werden? Ist das eine Art von Selektion, damit halt von vornherein klargestellt wird, so, das existiert nicht und das existiert? Zumal musst du bedenken, in unserer Welt ist es so, dass nur der Stärkste überlebt. Also, jetzt mal unabhängig von den Menschen. Wenn du die Menschen aus der Gleichung nimmst, ist es immer so, der Stärkste überlebt. So, in der Tierwelt, in der Natur ist es der Stärkste überlebt. Nur der schnellste Löwe fängt eine Gazelle und überlebt. Der Schwächste verhungert. Ja. Nur die schnellste Gazelle kommt. Ja, Löwen sind da ein schwieriges Beispiel, weil die halt im Rudel jagen. Klar, auch da, aber die haben stellenweise, die ziehen stellenweise schlechtere, schwächere Rudelmitglieder schon mit. Das ist schon mehr wieder soziales Gefüge da. Das ist mehr schon die Anfangsphase von dem, was wir als Menschen inzwischen seit, ne, die Evolution ad absurdum geführt haben. Aber ja, ne, gerade wenn es draußen in die Wildnis geht, irgendwelche Einzelgängerviecher, derjenige, der die Beute fängt, der stirbt und der andere, der lebt und der andere halt nicht. Fertig. Davon, also das ist so ein geiler Spruch aus einem coolen Film. Könnten wir, glaube ich, sogar anschauen. Also, ach nee, es geht ja weiter auf Amazon. Also pass auf, das ist im Prinzip so. Der Typ sagt, in Afrika steht jeden Morgen ein Löwe auf, der weiß, er muss sich die langsamste Gazelle schnappen, sonst tötet ihn sein Hunger. Und jeden Morgen steht eine Gazelle auf, die weiß, sie muss schneller sein als alle anderen Löwen, damit sie nicht sie weiß, sie muss schnell. Boah, jetzt Rainer, kriegt dein scheiß Zitat auf die Kette.
Ne? Wahrscheinlich geht so, ich kenne das Zitat nicht, es steht der Löwe auf, der weiß, er muss schneller sein als alle anderen Löwen, damit er die Gazelle kriegt, und die Gazelle steht auf und denkt, ich muss schneller sein als alle anderen Gazellen, damit der Löwe eine andere Gazelle frisst, oder? Würde ich mir jetzt so zusammenreimen. Wie gesagt, ich kenne zumindest das Zitat, wird mir jetzt nicht einfallen, ob ich den Film gesehen habe. Bei seinem Filmgeschmack wahrscheinlich nicht. Das dann als die langsamste Gazelle. Nee, warte, wie geht der Spruch? Also kurz gesagt, um das jetzt abzukürzen. Ja. Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm und der frühe Wurm wird vom Vogel gefressen. So. Das langsamste Tier wird gefressen. Oder stirbt deswegen, weil es nichts zu fressen findet. Ja. Pflanzenfresser fressen Pflanzen, Fleischfresser fressen Pflanzenfresser. Und aus beiden, wenn sie sterben, werden wiederum Pflanzen, die die Pflanzenfresser fressen. Was bedeutet, es ist auch ein Ökosystem, was ein Kreislauf ist. Ja, jetzt sind wir wieder beim Kreislauf des Lebens, ne, Kuna Matata. Aber es ist halt wirklich so. Ich bin erstaunt, warum Reini so erstaunt über diese Erkenntnis ist. Mit 35 Jahren sagt man ihm, ja, Circle of Life, ne? Viech frisst Pflanze, anderes Viech frisst Viech, Viecher sterben, geben Ding in den Boden ab, Pflanze wächst, Viech frisst Pflanze, weiter geht's. Sagt mir, 35 Jahre, und jetzt kommt der irgendwann nochmal auf den Trichter. Moment aber, da ist ja wirklich so. Das ist ja krass. Hätte ich ja nicht gedacht. Er dachte, die Leute spawnen einfach irgendwo. So. Und wenn man so mal drüber nachdenkt, die kleinsten Kleinigkeiten verändern halt wirklich schon ein komplettes Ökosystem. Ja. Zum Beispiel nimmst du mal die Hyänen. Ne? Das ist nur ein Beispiel. Nimm mal die Hyänen aus der Gleichung in Afrika. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, man kann zum Beispiel, du hast dein Ökosystem negativ beeinflusst. Indem du zum einen natürlich viel zu viel Nährstoffe in dich reingeschaufelt hast, als du eigentlich brauchen hättest. Ne? Das wäre bei anderen Leuten besser aufgehoben. Aber du hast zum Beispiel auch das Ökosystem hier in Altschauerberg, Emskirchen, negativ beeinflusst, indem du halt Hater, Kritiker und Kuchenkinder angelockt hast. So, das ist eine einzige Tierart, die aber tatsächlich viel mehr ausmacht, als viele glauben. Hyänen haben einen viel größeren Einfluss auf das gesamte Ökosystem, als die Mehrheit der Menschen tatsächlich realisiert. Viele sehen in Hyänen nur diese bösen, lachenden Typen aus König der Löwen, aber... Ja, viele Leute, die bis sie, keine Ahnung, 12 sind oder sowas, sehen die, und wenn sie ihre erste Tierdoku mal über Afrika gesehen haben, bis dahin sehen die Leute das so. Ansonsten sieht das keiner so, Rainer. Tatsächlich sind Hyänen viel, viel wichtiger. Nicht nur, weil sie neben allem anderen, was sie können, auch noch das Aas verzehren und damit die Savanne sauber halten, sondern auch, weil sie eben ein wichtiger Teil des Ökosystems sind. Und wenn jetzt zum Beispiel... Also die sind ein wichtiger Teil des Ökosystems. Nicht nur, weil sie das Aas verzehren und damit die Savanne frei sauber halten, sondern weil sie ein wichtiger Teil des Ökosystems sind. Richtig. Ne? Die Wurst schmeckt gut, weil sie lecker ist. Mal schaust, ne, Hyänen werden ja immer als Aasfresser dargestellt. Wusstest du, dass die teilweise besser jagen als Löwen? Nee, wusste ich nicht. Ja, das wissen viele nicht. Die sind teilweise bessere Jäger als Löwen. Und bei denen, und auch ihre Sozialstruktur ist deutlich weiterentwickelt als die von den Löwen. Was eigentlich krass ist, weil viele immer die Löwen als diese lieben Eltern hinstellen. Ja, weiß nicht. Lieben Eltern. Ich habe schon auch Storys gehört von Löwen, die vielleicht nochmal ein neues Rudel übernommen haben und dann die Nachkommen vom Vorgänger wegbissen haben. Also, das sind so liebe Eltern sind. Aber Hyänen sind denen mindestens ebenbürtig, wahrscheinlich sogar noch überlegen. Es ist krank eigentlich, Okay. was da alles so existiert. Aber es wird halt immer wieder aufs Neue, von den Leuten nicht beachtet, so. Weil die Leute das alles als selbstverständlich sehen. Schau dir zum Beispiel mal einfach Wasseratome an. Das ist das Beste. Jetzt kommt der Molekular-Lord. Rainer, hör auf, irgendwelchen Pseudo. Du hast jetzt irgendeine komische Wissenschaftsshow gebinged auf YouTube. Und jetzt meinst du hast so irgendwie, keine Ahnung, eigentlich einen Doktortitel verdient hättest und erzählst jetzt da ein. Alter, du machst dich nur weiter zum Obst. Halt einfach den Rand und fang jetzt nicht an, über irgendwelche tiefschürfend wissenschaftlichen Themen zu schwadronieren.
Beispiel, Wasseratome sind unglaublich winzig. Aber ohne Wasseratome würde kein... Rainer, ich geb dir kurz noch eine Info. Alle Atome sind fürchterlich winzig. Wow. Wasser entstehen. So, ja? Oder ohne Sauerstoff würde es auch kein Wasser geben. Und noch dazu besteht Wasser aus den Wassermolekülen. Und die Moleküle bestehen aus Atomen, die aber nicht zwangsweise für Wasser benutzt. Also der Wasserstoff zum Beispiel, den du in H2O hast, den könntest du jetzt auch in Kohlenwasserstoffe drin haben, sondern es ist halt Benzin. Würde ich dann nimmer trinken. Das ist das Nächste. Die Leute denken immer so an Wasser, weißt du, denken immer an Wasser. Aber der Witz ist, ohne Sauerstoff würde auch kein Wasser existieren, weil ohne Sauerstoff würde keine... Rainer, der Sauerstoff... würde sich keine Luft bilden, dadurch würde kein Druck entstehen. Ohne Sauerstoff... Dadurch würde keine Wärme entstehen. Also das ist jetzt sehr stark vereinfacht. Aber dadurch würde quasi gar nicht erst die Möglichkeit existieren, dass es flüssiges Wasser gibt. Ja. Es gibt nämlich zum Beispiel auch auf dem Mars Wasser. Aber auf dem Mars gibt es keinen Sauerstoff, jedenfalls nicht genug, damit da ein gewisser Maß an Druck entsteht. Ja, weil auf dem Mars das Wasser gefroren ist, Reini. Und in gefrorenem Wasser können sich da keine Mikroorganismen bilden und dann kann auch keine Atmosphäre entstehen. Und so weiter. Wir haben ein fürchterliches Glück, dass unser Planet gerade genau die richtige Distanz zu einer Sonne hat, die genau die richtige Größe hat. Paar tausend Kilometer hüben oder drüben wären wir komplett am Arsch. Genau die richtige Umlaufbahn, dass das funktioniert mit Leben. Ja, ein gutes Spiel, was ich dir da empfehlen könnte, wäre zum Beispiel Planet Crafter. Habe ich das auf Rechner aktuell? Ja, Planet Crafter ist ein richtiger Experte. Ich erinnere an diesen guten Planet Crafter 12-Stunden-Stream, den er da damals irgendwie, ich glaube, was war das, Dezember 23 gemacht hat. Holla die Waldfee. Da war richtig gut. Not. Planet Crafter. Ne, habe ich leider nicht installiert. Schade eigentlich. Ich dachte, das mit dem Wasser und dem Sauerstoff lag irgendwie daran, dass Wasser ja quasi H2O ist, also zwei Wasserstoffteilchen und ein Sauerstoffteilchen. Ja, aber das ist das, was ich gerade gemeint habe. Okay. Die Leute... Rainer, das hast du nicht gerade gemeint. Du hast von Wasseratomen gesprochen. Nicht von Molekülen. Da wissen wir schon, dass du keine Ahnung von gar nichts hast. Vergessen aber trotzdem immer, das sind Sauerstoff. Ja. Weißt du? Ohne Sauerstoff existiert das nicht. Was ich auch witzig finde... Ja, H2O existiert ohne Sauerstoff nicht. Das ist richtig, Rainer. Ja, H2 bedeutet, es sind 2 Wasserstoffatome drin und O ein Sauerstoffatom. Dass das nicht funktioniert, wenn das Sauerstoffatom nicht drin ist, das ist so ungefähr, keine Ahnung, wie das besonders dämlich ist, du kannst keinen Wein machen, wenn du keine Trauben hast. Das Geilste überhaupt sind ja diese Klimaschützer, diese ganzen Klimakleber. Warum? Weißt du warum? Ja, pass auf. Die Klimakleber... Jetzt kommen die einzigen Aussagen gegen Klimakleber, die noch dämlicher sind als die Aussagen der Klimakleber selbst. Wollen ja gegen jetzt hab ich den Namen vergessen. Gegen den Klimawandel, Dulli. Wie heißt das? Globale Erwärmung, Klimawandel. Nicht gegen Sauerstoff, was war das andere jetzt? Ja, die Klimakleber wollen gegen Sauerstoff demonstrieren. Mein, wie dumm kann ein einzelner Mensch eigentlich sein? Das darf es doch nicht geben. Ja, du bist der beste Beweis dafür, dass die Evolution inzwischen zumindest bei uns Menschen komplett versagt hat. Den Namen nicht mehr ein. CO2? Genau, die sind ja wegen die regen sich ja über den CO2-Gehalt in unserer Welt auf. Also mehr oder weniger. Weißt du, was der Witz daran ist? Was? Glaubst du, Pflanzen atmen Sauerstoff? Nee. Oh nein, Rainer, Pflanzen produzieren Sauerstoff, aber er checkt das einfach nicht.
Ne? Er checkt das nicht. Er meint, ja, das ganze CO2 ist ja gut, dann können wir mehr Pflanzen wachsen. Ja, das Problem mit den ganzen Pflanzen abholzen, um sie zu verbrennen, um noch mehr CO2 in die Luft. Irgendwann ist halt niemand mehr da, der das CO2 wieder in Sauerstoff umwandeln kann. Was atmen Pflanzen? Atmen Pflanzen überhaupt? Ja, CO2. Richtig. Und was sondern sie stattdessen ab? So. Alter, er tut jetzt so, wie wenn er der große Oberlehrer wäre. Rainer, die hat Abitur, die ist am Studieren, die ist definitiv schlauer als du. Sonderschulversager mit einem 58er IQ. Sauerstoff. Ja, und was atmest du ein? Sauerstoff. Und was atmest du aus? CO2. Bingo. Magst du was? Ja. Kreislauf. Ohne Pflanzen gäbe es keinen Sauerstoff und ohne uns, die Sauerstoff konsumieren, gäbe es kein CO2. Ja, und das CO2, Rainer, wofür steht das C? Könnte das für Carbon stehen, für Kohlenstoff? Rainer, wo geht denn der Kohlenstoff hin, wenn die Pflanze fertig ist mit CO2 ein- und Sauerstoff ausatmen? Meinst du, dass der vielleicht in der Pflanze gespeichert ist, oder? Kann das sein? CO2, was wiederum die Pflanzen töten würde. Auf lange Sicht. Und das ist genau der Punkt. Diese ganze Scheiße. Wusstest du, dass der Sauerstoffgehalt im Perm fast null war und unsere Welt eigentlich schon auf der Kippe stand? Nee, das wusste ich nicht. Es hat sich nur durch ein paar bestimmte Algen überhaupt CO2, also Sauerstoff gebildet. Und das nur durch CO2. Und das hätte ganz leicht nach hinten losgehen können. Unser Planet, die Erde, hätte genauso gut der Mars sein können. Unbewohnt, tot. Also nach unserem Stand der Dinge. Ja. Weil einfach auf unserem Planeten... Warte, das ist jetzt wirklich so anstrengend, den da beim Schwadronieren über irgendeinen pseudowissenschaftlichen Bullshit zuzuhören. Ein Haar, das haben Wissenschaftler herausgefunden, um ein Haar hätte es passieren können, dass sich kein Sauerstoff bildet. Was bedeutet, dass sich keine Einzeller und danach keine weiteren Zellen entwickeln. Also ja, hat sie da die Vari, wenn er nicht geschissen hat. Und das sind auch wieder diese... Rainer schaut sich dann da diesbezüglich Wissenschaftssendungen oder Videos oder sowas an, die aber schon so clickbaity auf einem Bildzeitungsniveau sind, ne? Und er merkt sich dann auch nur diese krassen Sachen, um die dann irgendwann zu droppen, um schlau zu klingen. Aber wusstest du eigentlich, dass fast einmal irgendwann einer beim Scheißen platzt wäre? Rainer ist vollkommen irrelevant. Und du hast auch gar keine Ahnung, du hast nur, das ist hier der gelebte Dunning-Kruger-Effekt gerade. Er hat irgendwann einmal irgendwas gesehen, wo es grob um das ging und jetzt hält er sich für einen Astrophysiker. Zweizeller und wie sie alle heißen, wo dann, also ich weiß gar nicht, ob die Zweizeller heißen, also es hätten sich dann auch keine anderen Arten entwickeln können, es wären keine Kartoffeltierchen entstanden, es wären keine verschiedenen Arten von Bakterien entstanden, es wären keine Algen entstanden. Ja. All diese Sachen sind nur entstanden, weil halt bestimmte Voraussetzungen auf unserem Planeten gegeben waren, die teilweise nicht zuletzt auch durch verschiedene Meteoreinschläge und so weiter ausgelöst wurden, weiß man mittlerweile. Ja. Also es kann jederzeit sein, dass sich auch auf dem Mars irgendwelches Leben entwickelt. Natürlich würde das für unser Zeitgefühl viel zu langsam vorangehen. Kann auch bereits sein, dass sich bereits da Sachen verändert haben, weil es ja auch so weit weg ist. Ja. Aber es sind halt manchmal die kleinsten Dinge, die die größten Veränderungen auslösen. Aber der Punkt ist halt, auch mal ausschlaggebend ist die Zeit. Will er hier jetzt schon mal seinen Benzi schönreden, schon mal verkaufen? Was hältst du von der Idee, den Mars zu besiedeln? Ich halte grundsätzlich eigentlich viel davon. Ich halte es ziemlich Bullshit, Rainer. Ich würde halt sagen, erstmal einen eigenen Planeten auf die Kette kriegen. Ne? Bevor wir wirklich dringend auf der Erde benötigte Ressourcen in Massen verpulvern, um auf den Mars zu kommen. Ich würde erstmal schauen, den bereits bewohnbaren Planeten, den wir haben, noch bewohnbar zu lassen. Nach unseren besten Möglichkeiten, das sollte das Problem eigentlich nicht sein. Und dann können wir mal, wenn wir das Luxusproblem dann hätten, dass wir sagen, wir wollen vielleicht doch noch zum Mars, dann können wir uns darum kümmern. Ne? Sich generell im Universum auszubreiten. Jetzt aber nicht auf die Art und Weise, wie es natürlich die ganzen Politiker und die... Deswegen macht er jetzt hier auch eine 300 Kilo Staffel. Er will sich einfach nur im Universum ausbreiten. Wenn er schon sonst nicht kann, dann Raum wegnehmen. Das kriegt er hin. Diese ganzen kranken Bastarde, die es da draußen gibt, machen. Na, also nicht um irgendwelche neuen Ressourcen zu sammeln, sondern einfach um das Universum, wie es eigentlich von meiner Meinung nach gedacht ist. Aber jetzt nicht um das, nicht um Ressourcenausbeutung oder so zu betreiben,
sondern Jetzt hängt er schon wieder. Sondern um halt schlicht und ergreifend wirklich im Leben voranzukommen. Ne? Meiner Meinung nach ist das Universum so aufgebaut, dass wir im Universum problemlos überleben können müssten. Dass wir im Universum Planeten besiedeln können müssten und so weiter. Das ist so aufgebaut. Weiß ich nicht, warum sollte das so aufgebaut sein? Warum? Reiner, dass es auf unserem Planeten Leben gibt, ist reiner Zufall gewesen. Warum sollte das dann... Gehen wir jetzt wieder in den theologischen Bereich rein, ist denn dann doch irgendwo eine allmächtige Gottheit im Hintergrund, die ja gesagt hat, ja, Rainer, die Realität ist kein Computerspiel. Das hat nicht irgendjemand programmiert und hat dann gedacht, ja, wir machen das, und wenn sich dann so und so weit entwickelt hat, dann kommt man in die Stufe, wo man interplanetare Reisen machen kann und andere Planeten besiedelt. Bullshit, Rainer. Aufgebaut. Aber wir Idioten bekämpfen uns gegenseitig. Ich sage das immer wieder, ich habe es auch schon oft gesagt, auch wenn die Aussage eigentlich aus aus Stargate kommt, ist es trotzdem eine realistische und wahre Aussage. Und zwar würden wir schon längst, ohne den finsteren Mittelalter, würden wir längst das Universum besiedeln. Ja, weiß ich nicht. Das ist eine steile Theorie, die auch mit überhaupt nichts belegbar ist, weil man ja nicht weiß, was erfunden worden wäre, wenn und so weiter und so fort. Ja, könnte auch sein, dass ohne gewisse Dinge, Kriege etc., Seuchen im Mittelalter, wir schon längst nicht mehr existieren würden, weil wir an unserer eigenen Überbevölkerung krepiert wären. Wäre auch möglich. Ne? Nehmen wir mal so, keine Ahnung, die Pest einfach nicht 2/3 der Bevölkerung in Europa einfach weggeschnipst hat. Was dann heute los wäre? Vielleicht hätten wir ein massives Überbevölkerungsproblem. Vielleicht gäbe es uns schon alle lange nicht mehr. Es ist aber müßig, darüber nachzudenken, Reini. Aber Leute, ich werde jetzt auch kopfmüde gerade. Wir sind jetzt schon seit einer Stunde dabei wieder. Dementsprechend machen wir jetzt hier mit dem Astrologie-Lord bei Minute 20 im Video Nummer 29, machen wir weiter. Schauen wir mal, was er dem Bärchen jetzt noch für tiefschürfenden Bullshit verzapft. Aber ich bin ja schon froh, dass heute weder Goblins noch irgendwelche alten Männer oder sowas zum Thema waren, sondern er einfach nur versucht, möglichst schlau zu wirken, um das Bärchen zu beeindrucken. Ne? Dabei macht er sich schön zum Obst, das ist lustig für uns alle zum Mitlachen und alles. In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Medal off.